Willkommen zurück bei der Gölle Froh. Wir hatten heute einen ganz interessanten Podcast mit Okay, einem lützeburgischen, extrem talentierten Sänger, der verschiedene Genres wie Afro-Trap und Disco miteinander verbindet. Am Mün allen zwei ganz viel über die nigerianische Kultur geleiert. Hin und das erzählt, was nach seinen großen Zielen sind, die er vier hat. Und wir gehen ein mit Tim aus seinem Pop hem nigerianisch kochen. Viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurcase. Wie nennt man das? Okay, nee, Khalid. Khalid. Also, am Anfang leitet man das automatisch. Also ich weiß nicht, Leute sollen immer okay am Anfang. Okay. Immer okay, just so Familie, Kollegen, so Khalid. Mir jetzt verreden so, was, okay. Was ist denn okay? Ja. Machen Leute am Anfang oft so Wortspieler. Wie meinst du? Alles das? okay. Ja, oh mein Gott, ja, das würde ich schon so oft. Also, ist nicht mehr so, hahaha. Weil das schon so oft kommt. Und es ist einfach so, boah, die erste Kerl, es ist schon, ja, es wird irgendwie schon für dich angefangen. Du kannst nicht mehr drüber lachen. Also, ich kann die Witze schon. Mir das witzig, auch wenn ich angefangen ja, sind die Geschichte Khalid okay? Ich wollte, was, wie ist denn das hier? Also, das Geschichte ist Khalid so, okay? Khalid okay? Hast verstanden, O-K-E. Okay. Das ist auch wirklich ein übergeiler Nono. Ja. War nicht so gut der Geist. Ach, ist das nigerianisch oder wie? Ja. Okay. Du kannst ja, du hast wie viele Jahre? Also 10 Jahre in Nigeria? Ich bin schon 8 Jahre in Nigeria. 8 Also, ich bin dort willkommen, in Lagos. Und ich schon 8 Jahre dort gelebt und mit 18 bin ich reingekommen. Okay. Aber wie war das da? Verziehst du den Memories von da? Von Nigeria? Ja. Oh. das schon viele Memories. Also, viele Sachen sind flu, weil, ja, das sind mit 8 Jahren von da gegangen. Und das ist mega schön. Also, meine Kindheit war. Ich muss sagen, meine Familie war schon, als es gut gegangen. Also in Nigeria geht es, also die Leute, die ganz gut geht, die reich. Und dann geht es so einen ganz kleinen Mittelweg, so die Leute, die moyen, so. Und da geht es ein ganz reich, also ein ganz großes Party, wo mega arm ist. Also das muss ich auch sagen. Sind die Menschen Leute arm? Oder, ja? Pretty much, ja. Yeah. Also Nigeria ist aber den 8. befolgsten Land auf der Welt. Und das ist aber Lagos viel. ist ja auch übergroß. Das Oder ist tun noch ja, viel. es wohnen viele Leute. Das ist von den Wie viel? mega, Circa? also so 33 Millionen oder so. Ah, so ja, viel? Ja. Wow. Also das ist krass, das angedeelt an Mainland, an Insel. Also zum Beispiel auf die Insel auf Weltkommen. Weil Nigeria insgesamt durch England kolonisiert ging. Natürlich viele Sachen sind so also Englisch als auch Nationalspruch vorhanden. Schwätzen Leute Englisch? Ja, Leute schwätzen, ändert sich, also insgesamt es sind so viel Volk, also so viele Volksgruppen, die da wohnen, da zum Beispiel ist aus der Yoruba. Also es gibt 3 Hauptstämme in Nigeria. Es gibt Igbo, Hausa und Yoruba. Und das sind wirklich die größten Hauptstämme, die du siehst. Du sind aber auch noch Kleinstämme, also so Untertanen. Wie was heißt das? So 3 groß Stamm. Aber das heißt, genre, dass die Leute, das ist eine Gruppe, das ist eine Kultur, so eine Gruppe von Leuten, die so dieselbe Kultur haben, dieselbe Sprache haben, dieselbe Geschichte haben. Den sie sich auch nicht noch. Genau, zum Beispiel in Igbo deut sich nicht un wie in Yoruba. Wir haben unterschiedlich, das ist mega unterschiedlich. Also wie mir als Undur, wie mir also der Spruch ist auch komplett anders, andere Buchstaben. Komplett, das mir gut nicht, das ist witzig, weil Leute wissen das nicht, weil man in Afrika denkt denen, boah, das sind alles afrikanische Leute, aber das ist so reich an Spruch, an Kultur, an so viele Sachen sind einfach unterschiedlich. Und dann stellst du das einfach vor, so, wow, wie was trotz nur der Kolonisation, wie was haben wir noch immer so viele Probleme an Nigeria, aber das ganz einfach, also an Nigeria, aber überall in Afrika, außer Südafrika,
fand ich, geht es also außer Apartheid, aber es geht aber, es sei denn du als Gesellschaft aber viel mehr Fortschritt, du sei denn viel mehr Fortschritt, meine Armut auf Vergleich zu den anderen afrikanischen Ländern, mir das wird auch ein Grund, dass weil Europäer, also die dahin gegangen sind, auch blieben sind, teilweise, und zum Beispiel bei Eis ist das nicht der Fall, also Nigeria war kein Monopol für europäische Leute, also für etwa echter ein Land wenn es dem Dreieckshandel, also wenn es dem Handel mehr nicht an wenn es den Transport, weil Lagos zum Beispiel, Lagos aus Wasser, also das direkt beim Atlantik, das heißt, du hast den direkten Weg für Export an Import, Sachen zu importieren. Und ja, das aber ein ganz, ein ganz komplizierten Land fand ich, weil also wo ich hingekommen sind und ich selber müsste meine ganze Kultur neu lehren. Also ich habe gedacht, wissen was 8, was du aber schon gewinnt. Also ich bin noch den einzigen Account von meinen Eltern, die noch Yoruba schwätzt. Also die anderen schwätzen auch teilweise, aber was du den Ältesten, oder? den zweitältesten. Okay. Schon ein großer Bruder. An hin zum Beispiel in ein weiß Mom, an hin ich versteht, aber ich schwätze zum Beispiel nicht. Okay. Ich habe noch mit kleinen Geschwistern, sie schwätzen nicht auch nicht, weil ja, wir sind hier aufgewachsen und ja, wir sie verstehen. Kannst du eine Kaption Ob Yoruba? ja, so meine sind denn okay, Sind ganz okay. die Frau heute sind. Okay. Ekrole, urukomini Khalid. Okay. And Mwambi ba insi mo de fẹ́ ṣe àdéhùn pẹ̀lú àwọn ọmọkùnrin yìí. So ich gesagt, sind hi, an der Schweizer gerade mit ihr. Also ich werde mit ihr schwätzen über Musik. Okay, geil. Klingt aber cool, mit verschiedenen Ja. Effekten. Das ist mega, das ist ganz anders. Das ist gut, das hat nichts mit Latein zu tun. Ich weiß es selber nicht, ich muss das auch recherchieren, von wo die Spruch aber stammt, weil wir schätzen aber mehr wie, kann ich so 50, 60 Millionen Spruch, aber das ist aber krass, also so, nee, ich weiß selber nicht, wo es kennt. Ich weiß, da hier kommen, was für ein Spruch kannst du tun? Englisch Okay, und Yoruba, ja. Okay. Das ist die Spruch, die ich... Aber wo warst du dann schon gegangen? Primärschule, also Ja, ist ein Punkt von Mandat. Ethelbreck. Wo können den noch? Mit 8 können den an? Können den an... Dritt, genau, Drittschule, ja. Und ja, ich war zu Ethelbreck an der Schule, an der Primärschule, und das war mega grausam. Natürlich, die erste Monat, die ersten Wochen, also für mich war das grausam, Rassismus, wenn es mir ausgesehen auch, also ich war ziemlich, als kleiner Kind, ich war auch ziemlich groß, also für mein Alter war ich schon wirklich groß. Wie groß warst du schon? Boah, das weiß ich nicht, mir schon auf Foto geguckt, und ich so mir, oh. Also ich nehme schon, meine Mama hat noch an eine Gruppe gestern noch ein Foto geschickt, wo ich mit meinem kleinen Bruder war, und ich war so, war ich so groß schon? Es war schwer, in schwerer Zeit, und meine Eltern konnten auch nicht wirklich etwas machen, weil also zum Beispiel mein Bruder ist Metis, also Stella ist auch Metis, sie ist so in anderen, es sind den echten, richtigen, dunkelhäutigen, den so an eine Schule gegangen ist, und das war für ihn, also ich konnte nie so hingehen, oh, den war Base mit mir. Also ich habe das nur nicht gemacht. Mir ist ein mega, mega gut Joffa, also da will ich nicht vergessen. Er hat immer gesagt, lass dann nicht auf sie, du wirst dein Weh so abzu machen, du wirst letzte Woche schwätzen, du wirst alles machen, Khalid, also du wirst dein Weh machen. Und ich wirklich, also innerhalb von 6 Monaten oder so, ich habe angefangen mit Portugiesisch, also okay, ich habe angefangen Portugiesisch zu schätzen, weil an meiner Klasse, ich war für dich an einer Klasse okay, und da haben wir einfach nehmen, also die Menschen waren Portugiesen, und sie haben nehmen Portugiesisch geschaut. Und ich habe nehmen durch Schwätzen einfach dann auch angefangen mit Schwätzen, so. Und dann war ich einfach so,
Würsteln, dem muss Französisch, Deutsch, also Würstel auf Lützburg, und Lützburg gelehrt und du noch Deutsch und du noch Französisch. Ich weiß nicht, dass das gegangen Das ist mehr schnell gegangen, so innerhalb von 6 Monaten. Das ist wirklich mega sehr gegangen. Kann er sich so cool, wenn sie will. Ja. Also ich weiß selber nicht, wie es gegangen ist, weil meine Eltern sind noch so, musst du nicht für dich Deutsch, also meine Eltern haben immer gesagt, kann ich für dich Deutsch lernen, also schätzen können, weil das liegt nur in Englisch und nee, also Portugiesisch war für dich mein allererster Spruch. So, und ja, also ich hatte einen mega cool Jahr. Und das war für, ich bin gerne an die Schule gegangen, also das war so in Transition, wenn du von Nigeria kennst, oh mein Gott, Schule, ja, das ist so, also das ist so gut nicht angenehm, also es ist schon gerne an die Schule gegangen, mehr wenn es andere Grenzen, also so wenn es Kollegen oder wenn es Leute ist, die gesagt oder wenn es, ich weiß nicht, Sport, wenn es andere Sachen, aber hey, es ist wirklich, ich kann mich erinnern, ich mich immer in der Viertel immer schon viel berät, okay, ich tue in Tat un, ich tue die Schule un. Ich war dick froh, immer an die Schule zu gehen, weil das so, ich hatte einfach ein cooles Jahr. Und so sehr ist es gegangen und ja, dann war ich am Lycée. Mein Ziel war immer, auf Klassik zu gehen. Ich war so, ich muss auf Klassik gehen, ich muss auch so, meine Eltern haben mir dann an den Kopf geprägt, so, ich muss auf Klassik gehen, Khalid, also. Da war ich so, ja, ich will auf Klassik. Und dann war Orientation und mein Joffer war da so, ja, aber einer ist neu, also das ist also unmöglich, das ist schwer für ihn. Geh für dich auf Technik, aber wenn du noch immer gut Noten hast, dann geh auf Klassik. Also sind ich auf Technik orientiert gehen. Also normalerweise nicht auf Klassik gehen. Mein Joffer war so, Khalid, wirklich für dich, geh auf Technik. Und das ist krass, weil das die Person, die mich so immer gepusht wird. Egal was ich gemacht habe. Sie hat mich verstanden. Und ich meine, ich nicht viel kann, also Dunkelhäutig kann dazu sein. Es gibt nicht so viel, ich meine, nicht so viel Lehrpersonal am Land, die das verstehen oder die die sich Zeit wollen, für einfach Verständnis aufzubauen beim Kant. Also mein Joffer war so cool. Also alle Programme. Rausch Patrice, also ich kann sie noch immer, das ist krass, weil wir sind noch immer, nur wo ich Musik mache, dass die so, oh mein Gott, ich wusste nicht genau, dass die, also ich war schon immer so, ja, also. Ganz kurz in der Brechung, wenn der diesen talentierte junge Sänger will live auf einer Bühnenperformance gesehen, aber da kommt ein Ursprung mehr auf dem Culture Forest Festival. Ja, da ging 5 Tieren ab, dass zu Asch am Park Clairchen am sind noch viel andere Lützeburger Musiker, die da auf der Bühne könnt gesehen. Genau, nämlich den Child, den Mars, den Joel Marquez, die war ja allen drei schon bei unserem Podcast, aber auch den Josh Island, Mellows und den DJ Flex Orlando. Genau, und ich habe auch den Aftermovie vom letzten Jahr gesehen. Das ist wirklich eine super Ambiance da im Festival. Die Foodtrucks da, das ist für Essen und Getränke auch gesucht. Und kann er in 12 Jahren, die kommen noch für Neues dran. Und das allerbeste Sache ist, wir zwei werden noch da sein. Wir werden nämlich ein Video drehen sur Platz als Gölle froh, bisschen mit den Leuten engagieren, behind the scenes filmen. Also wenn das über die Weh läuft, dann schwätzt das gerne und dann kommt da vielleicht auch an das Video. Also wenn ihr wirklich Lust habt, den OK Live zu gesehen oder von den anderen Musikern, dann klickt auf den Link unter diesem Video und dann kauft ihr ein Ticket. Wir hoffen, wir sehen nicht da. Das wird für immer VIP-Ticket. Ja, für immer, also für das Leben. Safe. Sie war einfach das Beste, also safe. Die Technik war final der richtige war. Also ich war auf Technik und dann von Technik sind ich auf Klassik gegangen. Ah, du warst da. Ja, ich bin auf Klassik gewesen. Ich war bei einer C. Du warst enttäuscht von dir, wo sie dich auf Technik orientiert hat. Ich war schon ein bisschen enttäuscht. Weil ich war richtig gut am Vergleich zu den anderen an der Klasse. Das waren nochmal Punkte in dem Luas A plus an, ich weiß nicht was. Es waren nochmal Punkte und ich war immer, also Französisch, ich war nie an die 40, nie. Also wenn ich an die 40 war Drama für mich. Ich war entweder 60, ich war nur drunten, also immer. Und dann hatte ich auch, Deutsch war mein Schwerpunkt, echt da an der Schule. Und du warst an die 40. Also all die anderen Fächer, gut über 50, also auch an Scienzen und alles. Also das hat mich auch mega interessiert. Also das hat mich so interessiert. Und wo ich den Switch gemacht habe, also wo ich an die Lycée gekommen bin,
Das war schwierig. Also du war keiner mega Bass mit mir. Ja? Ja. Wie war das dann am Sisian dann? Oder Septième, also von du warst noch am Jahr selber gewesen. am Jahr selber. Also nee, du nur sind nicht auf Sisième, also von Septième auf Okay. Sisième gewesen. Mais, also die Transition von Primärschule an den Lycée war einfach so anders. Du war dann Weil ich- warst du? zu dickrig. Okay. Zu dickrig, ja. Mais das ist ein gut Show, mais es war nicht einfach. Es war predominantly white, of course, also natürlich. Mais es war schwer. Es war schwer. Leute haben mich einfach nicht verstanden. Wenn mir über irgendein Thema in der Klasse geschwärzt haben, ich hatte immer so ein Licht einer Meinung. Okay. Und Leute sind so komisch. Hast du ein Beispiel? Ja. Zum Beispiel Thema Rassismus. Also, Okay. wenn mir drüber geschwärzt haben, wenn ich dann meine Meinung dazu gehen, weil es war nicht so. Was die komisch ist, weil am Anfang denkt man, müssen mehr Genau. viel Gewicht. Und das genau, dafür so, dass Ja. die Welt wird einfach, ich fand Lützburg als Gesellschaft, oder zumindest als Generation, ich fand, wir haben da den Drehung gefunden. Ich fand viel Leid, also nur George Floyd, also die Sachen am George Floyd, und viel Leid angerufen, geschrieben, Ja. für sich zu entschuldigen. Und all sonst Leute, also da erzählen, Leute lachen. Nee, ja, Leute haben das gemacht, weil du merkst aber, deine Conscience sieht ja aber so, ja, das war nur schlecht oder das war nur nicht gut oder das war. Ja. Also für mich, und ich war einfach, für verschiedene Leute war ich und ich da doch umgeholt. Für andere Leute war ich einfach so, ja, das ist mega trendy, das war der trendy am Moment ist. Und Leute machen das, okay, ich verstehe das. Aber verschiedene Leute und ich schon einfach gemerkt, und lösen wir im Kollegen. Lösen wir also, lösen wir eine Freundschaft von. Und das respektieren ich gesehen da doch an, dass du einen gewissen Erfolg gemacht hast. Und ja, das ist wirklich mega cool. Also, wo ich die Transition gemacht habe am Lycée, war einfach schrecklich. War viel jugiert. Es sind auch ein Typ, es sind mega, weiblichen Essence, einfach viel mehr. Aber auch die ganze Zeit über meine Sexualität. Also, es war genauso wie an irgendeinem Teenage-Drama Netflix-Show. Genauso war es. Also, es war ultra. Für mich war es schrecklich. Das ist auch ein Platz, wo ich nie mehr hingehen. Also, Highschool am Don. Also, Du kannst aber nur drüber lachen. ja, du kannst drüber lachen. Du kannst drüber lachen. Du warst nicht traumatisiert davon. Ja, also, teilweise. Ich meine, schon durch, wo ich da fertig am Lycée war und ich aber mein Leid fand. Also, zum Beispiel mein bester Kollege, sind alle gut davon. Vom Lycée, also die mit dem ich meine Freundschaft aufgebaut habe, sind alle vom Lycée. Mega fein Leute. Ich schon aber gesehen, okay, es geht aber auch anders. Es geht aber auch Leute, egal wo du bist oder egal was du bist oder wo du kennst, was deine Sexualität ist, was noch immer. Es gibt aber Leute, wo es einfach nicht mehr zählt, wo es lebt einfach nicht mehr zählt. Weißt du bist als Mensch. Und das ist einfach schön und mega healing für mich. Und ich meine, die Leute wissen das, also ich sage ihnen das immer, aber sie wissen das nicht, wie groß ein Impact sie an mein Leben haben. Weil das tut mich immens viel mehr, also einfach bestärkt, so aus mir rauszukommen und einfach auch rot zu fahren, dass ich mich wert fand. Weil so stark von Anfang aus eben die Inner Strength zu haben, für können so mit denen Sachen von früher aufzuschließen und eben noch denen Leuten zu verzeihen am Anfang. Zu sagen, okay, damals wussten die da vielleicht nicht besser. Aber ich gesehen, dass sie Lust so ehrlich sich verbessert haben oder nicht verstanden haben. Das ist auch stark, kann nicht variieren. Das ist einfach, also ich gebe ihr ein Beispiel. Also wir waren zu Lölz, auf Setting. Wir waren zu Lölz, wir haben dort ein Teambuilding gemacht, bla bla bla, was mega cool war. Und du noch, wir sind Kajak gefahren und alles. Und wir sind auf Velo vorgegangen. Das war wirklich cool. Und dann am Vestiaire, da sind wir dann durchgegangen.
Und du hast ihn auf mich geschossen. Also, Geschossen? yeah, like literally, Wie wart geschossen? Geschossen. like Mat wart. Kaka. Du hast grad am Anfang als Jugend hätten wir besser gemacht waren. Ja, ja, das war so. Nee, me, What the fuck? literally. Wie hat denn das gemacht? Also wo kommt denn hier? Von ihr selber. Hey, me, ich Du hast auch noch nie verstehe das mal Ja. nicht. Und das ist so witzig. Und Also, das war im Moment nicht mehr. also, also wenn So ich drüber absurd. nachdenke, Ja. ist es einfach so, what the hell, mir so weit geleitet. Und das ist krass, ob Sätzchen sind mir ja alle gut so 12, 13. Ja. Du hast am Anfang, also du siehst du hast nicht so viel am Kopf. Nee, Apparently. also ich geb mich niemals trauen, Geil, so ne? etwas zu machen Ja. an der Schule oder egal wo. Ich gebe das niemals trauen. Das ist auch noch nie heilen. Also das ist krass. Und wo das geschieht, ist, ja, die kriegt dann ein Suspension von der Schule, 3 Tage und fertig. Und was ich mir nie mehr drüber geschwärzt. Und hin und sich auch entschuldigt. Also, wo ich Musik mache, und das mit George Floyd, ich war auch zum Beispiel eine von den Personen, die sich entschuldigt hat. Weil ein Trend war. Also bei ihm weiß ich nicht. Mir Okay. okay. Sich aber entschuldigt. Ich fand, egal, ob du meinst, dass er den Trend ist oder nicht, ich fand den Akt, sich entschuldigen, egal. Ja. Egal, ob es. Ich weiß ja nie, so, Ja, ob ja, Leute ja. das echt meinen oder nicht. Aber ich fand das schon groß. Ja, das ist schon besser wie nicht. Ja, Egal wer. ich fand das schon groß ermutigt, dass du überhaupt, oh ja, du war ja irgendetwas. Ja. Mit der Tee, ich weiß mal nicht, ob ich will verstehen. Mit der Tee steht gar heute dezidiert, okay, ich Weil so ein Kommen durch, wo jeder redet. Ja, genau. Okay. Etwa, ja, ich ja. kacke lo an meiner Hand und ich hole da Ja, und und scheißen da doch über den Matsch auf mich gepisst. Und also, es war richtig eklig. Also, Also, what the fuck? richtig eklig. Also, so, zum Beispiel, und da das mir am liebsten, ich fand, die Premierschule war nicht, weil Premierschule durch Musik, ich hatte mein Musical gespielt, weil alle 5 Schüler spielten Musical. Und da konnte ich schon letzte schätzen. Das heißt, du war die perfekte Zeit, so, für zu wissen, was ich kann. Und seit dem Musical und alle Menschen mich respektiert. Es war mega komisch. Und ich noch gesungen, also während dem Musical. Das war auch so letzte Woche. Schenke Stänge mit dem so Gericht. das war die cool. Also das war wirklich mega cool. Mega, Wissen mega noch, wie cool. ein Text war? Vom Lied? Ja. Das ist die witzig. Du bist nicht ohne Money. Feel to who, how funny. Money, as they say, honey. Feel to who, how funny. War ein Stück Prequest. Ja, das war wirklich mega cool. Mega, mega cool. Und ich meine, das war die erste Kehr, so, wo ich mich auch getraut habe. Und auch noch, nicht nur mit meinem Juffa, mit meinem Musikschule, der Herr Merkes. Besten ever. Ich war wirklich die richtig leid. Basis. Die richtig leid. Ja. Das war mega. Also, ich meine, wenn ich das nicht hart, sie von Nettelbreak. Ja, das ist dick easy so an einem anderen Schienen oder so, wenn es all diese Sachen, die unter dem Gangen. Und auch, wenn du heim zum Beispiel den älteren Schafe gehen, sie haben keine Zeit. Ich meine, das ist einfach irgendwo anders das Leben zu fahren. Als Ethelbrick tough oder ja? Oh ja, also mein Jahrgang war wirklich, Ja? wirklich tough light, also so Gangster. Ich meine, so Athletics, Gangster klar, shit. das ist schon. Ja. Ja, also Ethelbrig ist cool, also Leute probieren Ethelbrig immer so, Ethelbrooklyn, oh mein Gott, so Gangster so, und es ist nicht mehr so, nee, das ist aber, das ist cool, also ich sehe von da, ich habe da mein Leben lang gewohnt, da wohne ich zur Straße, ich mein Leben lang da gewohnt und es war wirklich, das ist schön. Ich kann, wenn ich rausgehe, wenn ich da hingehe, ich kann in allen Menschen, die wohnen, so, wer wohnt wo, das ist mein Hut. Also, das ist wirklich nicht, also, es ist noch ein Mann. Also, Ovis zum Beispiel, ich verstehe, du willst einfach vielleicht nicht so ein Environnement sehen. Die Genre ist wie Gare Central hier oder so? Das ist ähnlich. Okay. Du laufen, also, ich hatte schon auch mega viel Incident, sogar als Jung. Ja. Also, ja. Wo mich gefragt wird, wie weit bist du so ugedo?
ne, also so, wo Leute mich attackieren, so, und es ist einfach so, what the fuck, also, like, ich Warum war das schon ein bisschen, weil so verstehe, wer ihr dann von Nigeria war, abzuwürzeln? es war, Was war so deine Experiences du? es war schön. Also, ich bin mit meinem Boom aufgewachsen, an die Schule gegangen. Ich bin oft beim Sleep so, also als Jungkind, wo es einfach so, ich weiß das noch, dann haben wir mit dem Pinöe gespielt, mit dem Sand gespielt. Mir also Was schön, das Community, das also wirklich. ein Staat oder also so, also wie kann ich sich vorstellen? Nigeria ist groß, also an Lagos als das ist groß, hä? Lagos ist groß, da sind viel Slums, viel Okay. Slums. Ich wohne zwar nicht, ich wohne nicht, also als Familie, wir wohnen nicht an einem Slum, also mein Boom hat wirklich Häuser, Okay. weil mein Boom, wir kommen aus ein Royal Family, also als Familie aus Material. Meine Familie, wir sind aus der Royal Family, also von meinem Bob sing seit. Und ja, an meinem Bob, meine Familie auch, sie waren noch nicht arm. Also mein Urgroßbob war auch den an der Community mega ziemlich respektiert ging. Und du haben wir einen Straße, zum Beispiel von da, wo mein Bob kennt, da ist ein Straße, wo einfach, also ich schätze mein Straße, das ist so genre von do ganz hannen bis do ganz hannen, wo die für mit mir verwandt ist. So, also das irgendein Tata oder mein Boom, seine Schwester, mir das noch jung. Also es sind mega komisch Leute, also komisch Leute, eine komische Relationen, die ich gar nicht kennen oder sogar als Art, wo ich einfach so ich verstehe das nicht. Also also nach wo nicht, ich verstehe das nicht mehr. Ich bin einfach so, wen hast du das schon mehr? Oder wen hast ich habe keine Ahnung mehr, wen aus. Das ist einfach ich komme von so viel, weißt du, von so viel Kraft und von so viel Geschichte, die ich selber noch nicht, weil ich mit 8 Jahren von da gegangen bin. Philipp, ich habe mir gleich vor ein Elektroauto gekauft. Und los sind auf der Sicht oder passende Assurance. Ma AXA huet du eng ganz speziell Offer fir Hybrid a fir Elektroautoen. Ah, wie gesagt, hier aus? Ma sie bieten eng 15% Reduktion op der Assurance bei den Hybridautoen a 25% op der vun Elektroautoen. Dat heißt, wenn du 2000 € Jahr gibst bezuelen, da bezielst du eben just 1500 €. Spurst du mat 500 €. Nicht schlecht. Wie ist es mit dem Ladekabel und mit der Batterie? Ma super, die sind noch alle zwei mat versichert. Schmengen, do fällt der Decision noch nicht so schwer. Dafür klick auf den Link unter diesem Video. Was du auch aktuell auf der Sicht einer Immobilie, beziehungsweise willst du gerne nur Zukunft ein Appartement kaufen, da bist du wahrscheinlich im selben Boot wie ich und hast das Problem, dass Zinsen nicht klammen. Mir anscheinend hat er doch ein paar Vorteile, oder Philipp? Ja, das stimmt. Dadurch geht auch die Spurzinsen an Lut. Und wer besonders davon will profitieren, der braucht unbedingt Access von der Spurcase, weil die Spurkonto, den du mal dran hast, die bietet einen besonders interessanten Zinssatz. Okay, ja, das habe ich effektiv nicht bedurcht. Das heißt, es bringt noch nicht etwas, für so einem Spurkonto stehen zu haben. Und das ist effektiv praktisch, dass das Doffis an der Offer von der Spurcase mit dran ist. Wie war sie da von mir gekommen? Mein Papa hat ein Stipendium. Mein Papa hat ein Stipendium von Nigeria. Und da war er war für dich an Holland und dann in Deutschland. Und dann von Deutschland hat mein Bruder seine Mom kennengelernt. Und dann als er auch zurück, währenddem, als er auch zurück an Nigeria gegangen und seine Mom kennengelernt. Ja, das ist eine Sache gelaufen. So, ja. Wo ich mir so am Anfang also am Anfang ist das nicht gut, ne? Aber ja, so eine Sache gelaufen, wo ich mir so das ist eine Sache gelaufen, wo ich mir so okay. Also schon wirklich eine mega große Familie, also mega große Familie. Mein Boom war immer für mich mega wichtig, weil es wirklich nicht nur mit meinen Eltern abgewusst, weil meine Eltern waren für dich high und es sind nur gekommen. Mein Boom war alles für mich. Wie lange warst du dann da ohne deine Eltern? 8 Jahre. Ah, Ja. ah, dein Alter war schon high? Ja, meine Eltern waren schon high. Ah, ja. das wusste ich. Okay, das Ja, wusste ich. 8 Jahre. Du warst 8 Jahre mit deiner Boom. Ja, Ah. genau. Wie oft hast du sie gesehen? Meine Eltern? Ja. Gut nicht. Also Crazy. richtig. Auf wie war was du hier hingekommen? Mit 8? Es sind da hingekommen, weil ja, mein Boom geht doch all, meine Taten, sie bestürden sich, sie kriegen auch ihre Ehekanner, ich meine, du als Hitlerin dann
komm, ey, kannst du schön. Das nein. Wie oft, Alter, wenn du dann mit 8 Jahren hast, da ja gar keine so richtige Relation mit deinen Ja, Eltern aufgebaut, genau. oder? Ich schon bis heute, wir haben ganz, das ist schon besser. Das ist schon viel besser als lo. Ich bin 25, ich kriege 26 an. Das ist schon viel besser. Aber also zum Beispiel mein Bruder Ore hat zum Beispiel einen ganz anderen Bezug zu meinen Eltern, weil ihn aus den Ore, ihn aus High auf Welt kommen, ihn aus, wisst ihr, du hast lebt wo den Ore auf Welt kommt, und sich jeder sich gefreut. Also ich weiß nicht, wie es war bei mir, ich weiß es nicht mehr. Ja, also das aber du. Ich meine, sie waren auch, ich meine, lo respektieren sie mich, weil wir hatten eine ganz schwere Beziehung, einfach insgesamt. Sie wird auch wegen Decisionen schulisch, sie wird, ja, wegen Decisionen, wie ich verschiedene Sachen gemacht habe, alles, also wenn es als Kultur, weil ich Sachen gemacht habe, die nicht an die Kulturschema passt oder die nicht da an dem Köcht sind, ach, das ist ein bisschen enttäuschend. Und ich war lang an dem, ich muss meine Eltern so froh machen, ich muss sie stolz machen, weil sie so viel geopfert für mich, sie so viel gehen. Und irgendwann gehst du mit und du wirst so, okay, nee, stopp, ich muss lo de Freude fannen und ich muss lo für mich das machen, was richtig ist und an mein Weh fannen, weil ich meine, du bleibst nicht bekannt wie immer. Du musst den Fehler machen, du musst lernen, du musst. Und ich habe wirklich gelernt. Also, ich war nicht, meine ganze Journey, ich gebe nicht ändern, weil ich bin die Person halt, die dir sieht. Guck, sonst hatte ich nichts zu erzählen. Sonst wäre ich gar nicht heil, sonst hatte ich nichts zu erzählen. Und ich bin einfach, also, sind sie noch mehr stolz, weil ich auch Musik mache. Und oh mein Gott. Und plus, ich benutze den Namen, okay, mein Papa als. Für ihn ist das immer, am Anfang war ich muss so zugehen, mit Musik mega skeptisch und ich habe einfach gefragt, was musst du? Also, ich gehe an die Schule, also, es ist noch an die Schule gegangen, es ist noch nicht gegangen, ne? Schon alles gemacht, wie sie es wollten. Was musst du? Oh mein Gott, Musik, kannst du was sagen? Und das ist noch witzig, weil sie immer so schaffen, sie kommen nie auf meine Aktivitäten. So, genre, wenn ich war auch an der Leichtathletik, wenn ich einen Kurs gelaufen bin oder wenn ich irgendwo Konzert hatte. Nee, sie tauchen nicht auf. Aber lo ist anders, weil, boah, sogar den Opa-Schwätz von mir, Jüttere-Schwätz von mir, oh mein Gott, hast das nicht erkannt? Doch, das ist mein Junge, oh mein Gott. Und lo ist das anders, lo ist den ganzen Respekt. Ich meine nicht einfach, also die zwei, sie sind einfach nur Respekt. Einfach. Und das geht so gut, ja, also die Respekt an, dass wir aber wissen, okay, kann ich das auch wissen, ich nutze ein von, ich nutze das allein, ich habe das auch allein gemacht, ne? Also ich schon mit 18 aus dem Haus gegangen, ich war da dann am Jugendturnen, ich habe da dann meine Premiere gemacht. Und dann habe ich da geguckt, was kann ich machen, auf der Uni, was mit Musik, was ich mit Musik verbannen. Und ich habe mich für Sozialarbeit entschieden, obwohl ich von einem C komme, also gebe ich nie meinen. Aber ich habe mich für Sozialarbeit entschieden, und weil ich komme aus Nigeria, ich sollte mir, wann ich irgendetwas machen, als den Menschen helfen und Menschen verstehen oder probieren zu verstehen, weil wir Menschen, wir sind kompliziert und heißt du, also es mega paradox, was wir machen. Ja, und das war immer so mein Ziel, so irgendwas abzufahren, wo ich dich mit Musik kombiniere, weil ich mich dem noch nicht getraut hat, für einfach zu sagen, okay, lo man stimme Musik. Und das war auch, ich habe am Lycée angefangen, wo ich mit Musik, also an der Primärschule mit dem Musical, dann am Lycée, und ich auch den Herrn Nonkert kennengelernt und Madame Hart. Mega, also sie haben mich immer in der Stadt. Du so eine Geschichte, sogar Premiere, ne? Ich war schon, also so groß und schon immer die ganze Zeit so eine Stimme gehabt. Und sie waren immer, ja, willst du nicht Solo sagen? Du kannst gerne Solo sagen. Also,
Und ich kann mich erinnern, mein letztes Konzert, weil auf Premiere hast du dann mehr viel zu dienen, war den am Publikum sitzt und nur Konzert sitzt zu mir, also ich kenne dich, was du so warst, hallo, du bist einfach 400 gewusst und das ist einfach schön und ich hoffe, dass du wirklich, ich habe es mit Musik mis und so, ja, nee, bon, ich tut mir ganz sicher nicht, also, obwohl ich damals schon am Studio war, schon ein paar Sachen auf Spotify gehabt, mir das war alles für mich ein Hobby, das war nur nicht, ich habe nicht echt geholt. Und ja, dann hatte ich dann den Johnny kennengelernt am Lycée. Als Beziehung wird sich einfach die ganze Zeit immer geändert. Das war, nee, ich nenne den mein großer Bruder, mir auch mein Mentor. So, wenn ich mein Manager lässt den Sack, glauben, mir wenn ich irgendein Problem habe oder irgendeine Decision muss treffen und ich weiß nicht wie, ich weiß, okay, ich kann immer zurück auf die Roots fallen und hier sieht man, okay, Khalid, nee, mach das lieber so, weil ich weiß, das wird dir nicht gut tun oder so. Und das ist immer gut, so eine Person zu haben. Und hin wird einfach das ganz gelebt, wo Kiel gelebt wird. Ich war immer so, Khalid, ich gesehen dich auf der größten Bühne, ich gesehen dich high. Khalid, also du musst das und das machen, für den Streamings besser zu kriegen. Du musst das machen, für überhaupt und den Leuten zu kommen, die am Ausland sind, für Elite mit dir zu machen. Du musst das machen. Und alles, was ich mache, kein Witz, alles, was ihr gesagt wird und alles, was ihr gemacht wird, wird alles bis auf den Punkt gebracht. Okay, cool. Und das war wirklich mega clean. Komm mal gehen effektiv an Musik. Schieß noch eine Frage für dich, weil sonst kannst du nicht durchschalten. Erklär du, wenn es von deiner Mama schwätzt, ist das Ding leiblich Mom oder ist das Ding Stiefmann? Weil dein Bruder ist ja dann halb. Ja, ja. Schieß für mich das verstehen. Genau, nee, das ist mein biologisch Mom. Den biologisch Mom? Ja, mein biologisch Mom. Die auch zu Lützburg. Ja, sie ist zu Lützburg. Und dein Halbbruder singt Mom? Also sie ist auch high, aber sie ist nicht mehr mit meinem Papa zusammen. Sie sind divorced. Und dann du hast auch noch Geschwister, dann die Jungs siehst du? Ja. Und die haben dieselbe Mom wie du? Sie haben dieselbe Mom wie ich. Mein Papa lebt nicht Bon, er ist ein afrikanischer Mann. Ich sage dir, Kultur, Tradition. Tradition, bei uns, ein Mann kann 3 Frauen haben. Das sind nicht auch verstanden. Also, ich gebe das niemals mal ein, weil ich fand das einfach kompliziert, mit 3 Frauen zu sehen. Das ist einfach, also... Geil, einfach den Aspekt. Das ist einfach schwer. Aber, ja, also für ihn ist das so richtig. Ne? Also, ich sage dir viel darüber, es gibt verschiedene Aspekte vom Leben. Lo sind es einfach so, boah, ich verstehe das gar nicht. Also, nee, wie dass ich aus der Kultur komme und ich auch hier aufgewachsen bin und so viel gelernt habe, wisst ihr, das ist immer so ein Clash andauernd. Und ich schon immer so aus den 2 Clash, hole ich mir immer so ein anderes Point de vue, aber schlussendlich, was schlussendlich nicht mit den 2 zu tun hat, wo ich dann irgendwie meinen Mittelweg fand, für eine Entscheidung zu treffen. Aber ja, es ist schon eine Geschwister, die von mir nicht dieselbe Papa haben, aber nicht dieselbe Mom. Okay. Schweiz auch ganz mit dem Pop darüber. Ja. Aber mein Papa, also. Kann ich auch Lützburg? Ja. Also für ihn, hat sich so geändert. Also, hat sich so, also wenn ich von Integration Schweiz hat zu Lützburg so geändert, mein Papa. Okay. Also, ist viel mehr. Also ich fand immer bei ihm als noch immer die Clash, aber viel mehr wie bei anderen Leuten. Also die Generation wie ich oder meine Geschwister. Also meine Geschwister haben das gar nicht. Sie sind letzte Jahr. Also sie kennen mehr high wie ich und hab's. Sie haben nie gewohnt? Nee, sie haben nie gewohnt. Ja. Nee. Mein Papa ist einfach viel mehr. Er stellt viele Sachen in der Früh. Also, wie weit misst du das? Also, das ist aber ein bisschen komisch. Was ist denn dein Frau? Ja, und dann, guck, das ist witzig, ne? Ich sehe zum Beispiel für meine Show hatte ich so in roten Tenue ein Kostüm aber es war ein bisschen bauchfrei und es war mega oldschool, like 70s Vibe. Und ich erinnert meine Schwester da gefragt, so, ja, boah, also, ich fand
Ich war in der Khalid sein Outfit, aber das ist ein bisschen komisch. Also so das so. Also hat meine Schwester so, wie war? Also nee, das ist ein bisschen weiblich. Nee, findest du nicht? Sagt meine Schwester, nee, das ist nicht weiblich. Das ist seine Expression, das so wie hin sich exprimiert. Das ist einfach so. Also Beyoncé wird in Cowboy Carter released und hat jetzt sich wie ein Cowboy und als hat ein Cowboy. To be fair, Nee. kennt also, wenn alle weiße Mann kennt er doch. Also ich weiß nicht, ob in der Kultur da von der Generation effektiv. Ja. Ja, also hin ist ziemlich so, wir machen das aber nicht so. Oder für meine Schwester, seine Hochzeit, so meine Schwester zum Beispiel, ich will nicht mehr Leute, bei uns in der Kultur, was du dich besteht, du invitierst sogar den Coiffeuse, also jeden kennt, also jeden, den du kennst, kennt auf der Hochzeit. Aber meine Schwester war so, nee, wir machen das nicht so, wir machen nämlich just die Leute, mit denen ich etwas zu tun habe. Oh, das hat sie gut nicht verstanden. Ich habe das gemacht, weil das ist meine Schwester, ich habe das aber gerne. Also aber so, nee, okay, ich mache das so, wie du es willst, da bist du froh. Nee, sie hat ein bisschen den Kompromiss angehen und hin und singt eine Party organisiert. Separat. Und hat meine Schwester mich just da sehen, und Ugo da sehen, nee, nicht. Zum Beispiel. Und es gibt immer so viel Kompromisse dabei. Und das ist schon das schön, so zu sehen, so wie als Eltern auch einfach sich ändern und einfach auch den Emotion Seite weisen. So, oh, das ist aber okay, wir gehen das an, wir respektieren, was du machst. Ich fand das schön. Also, lo bin ich mega froh, wo wir alle gut sind. Und meine Geschwisterin, wir sind so, also egal ob wir dieselbe Mom und nicht dieselbe Mom oder dieselbe Papa, wir sind so, sie sind immer auf den Shows, sie sind mega supportive. Ja. Von mir ist mein Podcast mit dem Papa vorhin. Oh mein Gott, mein Papa. Also, den ist Staff für sich. Also das. Sagst du den Datei? Ich weiß es nicht. Ich kann ihm da, ich weiß nicht, ich kann Also ihm damit dabei das so sein. steht, das ist dann erklärt, für war eine Frau nicht genug. Ist dir das Kultur? Also, es ist immer so, Kultur. Das ist ja, also das ist ja literally das. Also das ist verständlich. Sie sind immer so, Kultur, Eiskultur ist so. Das ist einfach so, ach. Also, ja. Wir waren zu Dubai, das ist doch so. Ja, das war. Ja. Just noch ganz kurz, speaking of Kultur, du hast von den 3 Stämmen ganz am Anfang gesprochen. Verdrohen die 3 Stämmen sich oder gibt es da so Krieg oder Rivalität? Das ist das Rivalitäten? Problem. Also Kolonisation ist nicht schön und das sind einfach 3 verschiedene Identitäten, die auf die kommen. Das ist so wie du, ich war in Lützburg, als du das Slogan, wir wollen bleiben, was wir sehen. Wir wissen, wie Lützburg entstanden ist. Das wird in mega zentralisiert Ideologie. Und dann an Nigeria hast du einfach 3 Hauptvolk, die am Anfang nicht mal den Inzident haben. Just ungefähr in derselben Regionen so wohnen. Und dann zusammen einen Tag, okay, die sind Nigeria. So ist am Anfang Nigeria entstanden. Und just, wenn du auch guckst, wie die Linien gezogen sind, dass so meistens so, wie man Linien so gezogen ist. Ja, in Afrika, die gibt. Genau. Und das ist schwer, das ist problematisch, weil die Stammen, sie vertrauen sich gut nicht. Also auch zum Beispiel mit meinen Eltern, also mein Baum zum Beispiel, du musst, wenn du dich besteht sein, du musst von als Volk besteuern, also du musst in Yoruba besteuern und nicht in Igbo. Okay. Und das, weißt du, die Ideologie hast du, so, du musst bei Eis bleiben, weil sie verstehen sich am Anfang gut nicht, weil sie Yoruba, wir sind mega Party, mega hart und mega lively, Igbo mehr reserved, außer sind mega calm Leute. Das sind auch, das sind auch Leute, die, das ist auch ein Teil von Nigeria, was extrem von Religion, also Muslim, also Islam, du hast mehr Islam präsent an dem Teil von Nigeria.
und sie haben zum Beispiel auch einen anderen Bezug, zum Beispiel zum Land. Das ist dick witzig, du hast mega viele Sachen, du hast so viel Religion, sogar als Asian Religion, also die Native Religion von the Yoruba People und dann hast du Native Religion von Igbo und dann hast du, wisst ihr, das ist so kompliziert, alles bei ihnen, dass so viel Geschichte verloren geht, so viel, sie verstehen sich einfach nicht. Das ist so wie an der Belg. Ich fand an der Belg als der klassische Beispiel in Europa, wo einfach drei verschiedene Identitäten ob in klaschen und dann also geht es schon durch, dass politisch auf der Covers, also Gehst du halt so zurück? ja. Ich war bis nur 4 Mal oder 5 Mal. Ja, ich war da von mein Boom ist leider gestorben 2016 und 2000 also es sind 2012 für dich alle echt gegangen zurückgegangen und da war sie du hast sie mich auf dem Flughafen sie kennt nie also mein Boom kennt nie sie erst mich auf dem Flughafen sich gekommen oh mein Gott mein Kahn hast du da Ja, voll geil für sie. ja und sie sind mit Musik das war so quasi so ein Welcome Party heim Ich will ja, warst du fortgegangen? 2006 so Okay, das ist nur 6 Jahre circa, was du dann zurückgegangen für dich, gell? ja und das war für mich war das so komisch ne ja das war so ultra komisch So in der Pubertät. Ja. Massiv nicht peinlich. Mein Boom sie rief immer all Sonntags un sie all Sonntags also ein Call Day wo mir immer ruft mir schätzen immer all Sonntags wo sie noch da war und ja wo sie fort war das war so ein Void an mir wo sie fort war das auch war alles fort viel Sachen sind für mich nicht mehr ergreifbar und das ist schwer das mich bestimmt groß am Anfang weil das sind am Anfang schöne Sachen ne das sind die schönen Sachen verschwunden und das ist nicht gut und die schlechten Sachen Erfahrungen bleiben und das tue ich gar nicht gerne so nee, etwa wo ich zurückgegangen sind war das war mehr schön den ganzen Familie zu gesehen alle Menschen war da es gab viel zu essen viel also wegen Familie sie sind immer so aber trotzdem auch wenn mir als eins du bei mir clashen oder so das aber immer bei mir hinkommen also immer oh mein Gott Familie aus das fühlt sich so gut an einfach bei der Familie zu sehen ein also wo sie da war hallo wo sie nämlich da war hunisch und ich eine kleine Blockage zu Papa von Nigeria also das gibt das Leben mir schon eine kleine Blockage und das einfach weil meine zwei Identitäten clashen einfach mal den ich schon mein ganzes Leben am Anfang dann high gelebt und dann die Mini Stock was noch übrig bleibt von Nigeria die ich nicht so verschafft tun kennt Louis also so raus wo ich das so okay was muss ich dann da machen oder weil nee, ich probiere aber trotzdem weil ich eben die Knowledge von die zwei Seiten kann ich richtig also ein Mittelpunkt von wie das Kind tun also besser bei Worlds verstehen. genau Ja. Ist dir so gut, oder? mega Ja? Essen das ist viel Kalorie das muss ich aber sagen also viel Kalorie als Essen viel Kalorie mir das mega gut an also ich weiß nicht ist der Vegetarier nee okay gut weil das viel Fleisch viel Fisch Poulet Reis Fufu Gemüse auch viel Gemüse mir viel Sachen also Puff viel Snacks mit Pie also viel Sachen also mein Vom Restaurant. Hi, das ist mein Ziel. Ich will das irgendwann heim machen. Also, wenn alles mal okay, ich meine das mal okay, wenn alles klappt, manche Restaurant hi. Also, es wird klappen, mark my words. Mein Ziel ist auch irgendwann, weil ich gesehen das nicht. Ich will so ein afrikanisches Restaurant aufmachen, so wie McDonalds, wisst ihr, so aller McDonalds. Wo, Also ein Schein. ja, wo nehmen afrikanische Sachen, weil wenn ich zum Beispiel auf Arms gehe, ich gehe immer für den ADE Festival gehen ich auf Arms, weil da kommen die mich Musiker an. Du gehst immer, da sind ein Afro-Restaurant und da gehen ich immer hin, also unbedingt. Ja. Ich war da am Sack, ich war sogar so, okay, das ist mehr scharf, ja, das ist scharf.
ich weiß nicht, ob dir scharf gerne und Ja. mir das scharf an, ja. Mehr, ich kann dich auch bei Eis invitieren, irgendwann, wenn ich, also wenn dir bei mir willkommen. Bei Papa. Also mein Papa ist nicht, ist neu auf Schluss gezogen, mein Papa ist nicht bei mir gekommen, nee. Boah, ich meine, ich weiß mal nicht, ob er bei mir willkommen, keine Ahnung. Nee, wir gehen da, oder wir gehen bei hin, ja, wir gehen einfach bei hin und so, okay. Also ich meine, nicht kein Problem, du mal da, meine Mama auch, also sie sind immer froh, wenn Leute kommen. Meine Mama kocht gerne. Das kommt an, das ist schon Gerne, also ich meine, sie geben, meine Mom gibt direkt so ein, oh, ich mache das. Kannst Also, du auch selber so traditionell kochen? ja. Da kommen wir mal ein Video, das können wir wirklich machen. Ein Video, wo wir so zusammen mit dir so auch kochen, wo du das weißt, wie das geht. Ja. Und dann, das geht schon witzig sein. Ja, also, also Und dann erst mal. Und dann gerne. Also, es gibt Jollof Rice. Mein Lieblingsessen ist tropische Bananen, also frittiert mit Bohnen. Okay. Und das ist mein Lieblingsessen. Und vielleicht mit ein bisschen Fleisch, mehr, das muss nicht sein. Aber das ist mein Lieblingsessen von du. Also, ich kann das alltag essen. Kein Problem, das ist mehr. Das ist auch einfach so geil. Also, meine Tante, sie kommt aus Eritrea. Also, das wissen auch nicht mehr. Ja, Aber ja. trotzdem, und auch so auf der Hochzeit mit meinem Vater eben. Es war erstens so geil essen, so viel essen. Und dann noch einfach der Vibe, weißt du, so die Musik. Und es war wirklich so. Mir war so, also sie war so über dran und war über geiler. Jeder hat getanzt, jeder hat sich gefeiert. Und dann war so auf der anderen Seite die weißen Leute, die Ja, etwa genau so. Sorry Stella, mir etwa genau so. Aber meine Schwester ist in Hochzeit. Wir sind halt sicher gegangen. Wir waren so, okay, nee, sie mussten als Kultur kennenlernen. Und da, wo mein Papst seine Party gemacht hat, Ja. also seine Feier gemacht hat, war das umgedreht. Und sie waren so, oh mein Gott, was machen sie? Zum Beispiel der Nikola, ne, mis Sachen auf Knie gehen und so. Und du warst so, was machen? Aber das ist so als Kultur so, wenn du von Eis bestehst, dann musst du, und plus ein Mädchen, dann musst du kommen. Wäre der Mann, da geh mir bei sie, also da Okay, musst du ja. mir das machen. Mit das Mädchen, das heißt, du kennst, du musst der Familie weisen, dass du, you're worthy to take the girl, you know, so, ja. Für ihn war das so, okay. Und ich war so, du sitzt, das war etwas schön und etwas auch witzig. Also, wie ich schaue, aber sitzt so, oh mein Gott, ich geh mal hin, ich muss raus. Und es war so viel Leute da, weil mein Papa auch mehr bekannt ist am Nigerian Community. Ich bin als einer von den echten Nigerianer, die hier sind. Wie viel sind da heute circa? Viel. Also, das ist witzig. Immer, wenn ich zum Beispiel auf Gartrepläne oder egal, hier in der Stadt sind, höre ich immer irgendetwas so. Und dann ist so, oh, Nigerian. Und es ist einfach so, okay. Wir sind überall. Okay. Wir sind überall. Mehr als Community, also wirklich mega viel mittlerweile. Also, par rapport zu der Zeit, wo ich komme, sind mega viel Nigerianer. Ja. Für was sind da gerade so viele, die kommen? Ich meine, das alles einfach schlimm. Ich meine, dass alles mich schlimm ging. Du hast das alles mega teuer, auch wenn es im Krieg, ne? Aber insgesamt, das alles nicht teuer, Lebenskonditionen ist einfach ultra schlecht. Die Reichen gehen mir reich, die Armen gehen mir arm. Und Chancen sind nicht selber wie ein Mensch. Wenn du kennst, den kennt. Ich weiß, das ist auch nicht so, aber hier ist aber so, bon, ich habe eine Basis, wo ich immer zurückfallen kann. Und irgendwann habe ich eine Chance. Das ist so, wie wo ich einen Arbeitsplatz gesicht habe. Und ich überall geguckt, weil ich wollte nicht ganz schaffen, weil ich Musik. Und ich war so, ich muss einen Platz finden mit den Kriterien, weil ich werde keine 4 Stunden schaffen. Also sicher nicht, das wird alle Zeit ziehen. Ja. Und ich habe das Gesicht, ich weiß, wenn ich zum Beispiel kann tun an dem Sektor, da wäre mir sehr gegangen. Aber ich habe aber eine Basis, ich kann auf Internet recherchieren und ich kann einfach anfangen. Also kann ich langs kommen oder ich kann einfach direkt langs gehen mit einem CV und alles. Ja. Und dann ist es das. Aber du hast also mega schlimm. Eben weil auch viele Leute da sind. Das ist einfach mehr wie 200 Millionen Leute. Das ist viel. Das ist einfach für so. Das ist mega viel. Ja, das ist mega viel. Und das ist einfach. Das ist schwierig. Deutschland hat 80 Millionen. Ja. Ich meine, Deutschland ist mehr groß wie Nigeria.
Weil Deutschland ist aber groß. Frankreich auch, also sicher. Ja. Entweder ungefähr selbisch oder ein bisschen mehr groß. Okay. Safe. Ja. Von den zwei. Dann ist es densely populated. Komm mal schätzen eigentlich über die Musik. Yes. Schon, wie ich gestern auf Spotify geguckt habe, du hast 136.000 monthly listeners. That's crazy. Und das hat mich überrascht. Ja. So, und ich frage mich, weil ich habe ein bisschen geguckt, so der Bruce mit der 12.000, den Child 20.000 und den Tun 14.000. Mhm. So, und wie meinst du das, dass du für wahr hörst du das so viel? Besser wie Was- Jan. Nee. Schon Komm, um Gottes Willen, nee. Also, ich fand, shout out to all the musicians from Luxembourg. Ich fand, jeder bringt das einfach. Jeder mischt einfach Qualität Musik. Ich fand, was gerade an der Rap-Szene am Gangen ist zu geschehen, das ist einfach mega. Ich fand the Movement crazy und ich will, dass jeder das weiter pusht. Ja. The Child, Edson, Mars, they are great, all the people. Für mich war das einfach das schwer. Also für mich an dem Milieu zu kommen, war schon mega skeptisch. Also mein Leben, also spiegelt genau meine Musik. Das ist so witzig. Weil an all Etappen aus meinem Leben konnte ich einfach sagen, wow, die Song habe ich damals tun gemacht, weil, keine Ahnung, weil kein Label mich wollte oder weil ich einfach irgendetwas wollte releasen, für irgendetwas zu weisen. Am Anfang war es einfach so, dass ich ist einfach auf Insta gegangen und ich schon einfach Fremdleid angeschrieben. Ich schon Fremdleid genervt, bis irgendein open war, mit mir zu schaffen. Also labelmäßig. Nee, ein Produzent. Produzent Also mäßig. oft schaffen Okay. ich mal Produzenten, Ja. die aus dem Ausland kommen, respektive aus Holland, viel. Und ich schon den Laurentius kennengelernt und ich Lars Berda, also das ist ein richtiger Name, Laurentius Artistenname. Und da haben wir dann Soleil gemacht, das war mein erster Breakthrough-Songs. Mit vier drunter hatte ich auch zum Beispiel Lieder wie Weekend, durch Sony rausgebracht, während der Noise Generation. Er war mega, also er hat schon in hohem Niveau, er hat schon mit Virgin Records geschafft, mit Sony, Universal, das war schon a big dog compared to me. Und ich war so, wow, okay, wir müssen ein Lied schreiben, das ist nicht cool. Und den Hook, da war witzig, dass beim Weekend ich schon nicht viel geschrieben, außer den Hook. Okay. Und den Hook ist der coolste Teil vom Weekend, weil das kommt einfach aus dem Nichts. Und ja, das ist einfach da so geschieht. Die sind abgegangen. Und auch nebenbei, wir hatten auch mit Stereo Act, ich weiß nicht, ob ihr Stereo Act kennt. Wir waren am Anfang zu feiern und wir hatten viele Sachen geschrieben an Johnny Chicago. Er hat mega viele Connections gehabt. Wir sind nach Deutschland gegangen, nach Berlin, für auf Songcons, für einfach irgendwie deren abzukriegen, einfach, you know, the hustle. Ja, und da tut sich einfach ergehen. Das leidet sich, ich habe noch viel gesungen, ich schon mega verrückte Sachen gemacht. Ich habe noch viel gesungen an einem Raum, wo dann den E&A dran war und er sitzt so, wie bist du, okay, schreib mir, so, ne, also so einfach Connections gesammelt, die ich nicht mehr kann. Weil ich will es wirklich hinkriegen. Also mich nervt es, dass alle Menschen sehen, du musst etwas finden, wo es sicher ist. Und es ist einfach so, ich hasse das. Ich hasse den Mindset, weil Ich verstehe nicht, noch nicht. ich verstehe nicht. Ja. Aber das limitiert, wenn du das einfach gesagt kriegst mit 18 oder mit 17, das limitiert dich direkt. Aber wenn du dich einfach so hältst, mit so Leid, da bleibst du an dem Niveau. Also ich will nicht so, okay, you know, like, da bleibst du an dem Niveau. Und da siehst du, boah, es wird sowieso nicht gehen, ich mache lieber das. Und das ist schön, weil ich fand, wir haben so viel Talent hier, so viel Talent. Leute, die Schauspieler, Leute, die Modeln, oder Leute, die singen, die Songwriters, Musiker, die tatsächlich mitgehen auf Bühnen und so viel machen und so viel kreieren. Wir haben so viel Leute, so viel talentiert Leute. Und das ist einfach schön, dass wir kriegen das immer einfach so rausgehalten. Und
ich war so, nee, ich werde nicht an die Kategorie fallen, Ja. also safe nicht für mich. Und ich bin einfach dann dezidiert, allein meine Recherchen zu machen. Und irgendwann ist die Idee abgegangen mit dem Soleil, das war mein aller so Hit, so, wo das tatsächlich auf meinem Channel war. Bin ich war? Das war 2018, meine ich, oder 19, 2018 oder 2019. Und ja, das war auch Anfang Covid. Also nur dem Lied war ich so, oh, und das wird Pool abgemacht, für so viel Leute kennenzulernen. Weil Liederinnen und Liedherren, auch wie ich den Hook geschrieben habe, oh mein Gott, dick komisch, und noch mit meiner Stimme, dick weird, das ist gar nicht den typischen EDM-Style. Und plus mit meiner Stimme, das mischt mega Gospel-like oder Soul. Das tut leid mega gefallen und dann konnte ich kauf einfach so mit so viel Produzenten mit so Wie viele Streams hast du? Soleil hat lo meine ich, wenn ich schnell Kind damit so ich meine 100.000 Streams meine ich. Zwar es tut so progressiv angefangen und du warst so okay von 100.000 bin ich auf 500.000 von 500.000 bin ich 1 Million von 1 Million bin ich 2 Millionen Ja. und that's the dream und lo mein nächsten Ding ist es in Hits zu gelangen mit 10 Millionen Streams also da das lohnt sich eigentlich mit 1 Million gestern hatte ich geknackt mit 2 Millionen du hast mein nächsten Tab mit 5 Millionen 10 Millionen ich will das hinkriegen ich will durch Hits schreiben, Hits produzieren, hart schaffen, drüber bleiben und hungrig sein. Ich hatte Stress, so, ich war so, oh mein Gott, ja, wisst ihr so, wenn ich andere Stars gucke, so Ariana Grande, oh mein Gott, das war schon mit 19, dick famous und dick gut und es ist einfach so, ich mit 25, oh mein Gott, ist Nee. noch immer, Auf der anderen es Seite. ist so, oh mein Gott, Zeit verlebt, Zeit geht und ich setze mich mega in den Druck. Nee, los bin ich einfach so, ich genieße nicht mehr, Ja. weil ich weiß, also mein Bruder mit mir immer hat gesagt, egal was du machst, sie wird schaffen oder you don't give a fuck, egal was du machst, deine Aktionen bringen irgendein Resultat. Und das Resultat wird eben dem Erfolg entsprechen. Ja. Und auf der anderen Seite, Jay-Z hat recht mal 27 schon gefangen. True. Voilà. True. Und das ist für mich so mega. So, man kann kurz halt Pause machen. Na, okay, dann vorbei. Ich weiß nicht, ob die Wille oder heiraten können, oder was da geschieht. Sorry für den Unterbrechung. Ja. Ne, hier geht raus. Okay. Sorry. Nee, was ich mich frage, was meinst du, hast du anders oder besser gemacht, wie die anderen Lützeburger? Weil, also, nee, mir im Sinn von. Ich meine, es Consistency. sind nicht, es sind nicht high blieben. Also, es ist nicht mit dem Mindset so, ich will. Ja. Also, gibt wer wird singen, also sein Approach und auch seine Vorstellungen. Meine Idee war immer Ausland. Ausland, Khalid. Ja. Ausland. Wenn du deren abkriegst, also ich muss so, wenn ich zum Beispiel Soleil mit die neuen Sachen, die ich an der Welt holen, so in Improvement, aber so vom Sound her, vom alles, vom Sound, dass auch die richtig Leute fanden, die Musik ist mehr wie, oh mein Gott, ich muss nur einen Hit schreiben und boom, das kennt du so. Nee, du musst die richtig Leute fanden, die den Geschichte verstehen. Ja. Weil die Leute, zum Beispiel mit Chris, hat viele Sachen auf meinem EP produziert. Ich war so interessiert in der Kultur, ich war so interessiert und die ganze Journey, die ich habe. Das war, Muna ist, durch Vogue ist kennengelernt und durch Instagram, also du hast kennengelernt. Tatsächlich, hat mir geschrieben, ich schon ihm geantwortet, ich war so, oh, ich bin auf seine Seite gegangen, wow, cool, was du machst. Und like we elevate each other. Hat immer so mehr Chill Sound produziert, mehr tropisch Sound produziert. Also produziert den Afro Hits, also so für mein Album. Also ich bin mega excited für die Sound, weil das höre ich nicht so oft. Das höre ich habe das noch nie auf der Welt. Also Mainstream, ich höre das nicht. Und ich lebe so krass drin.
dass ich einfach so, meine Zeit wird kommen. Und solange ich einfach drüber bleibe und solange ich die Consistency beibehalten, da werde da bis gehen. Also ich zum Beispiel ich schaffe 20 Stunden an 20 Stunden Musik, 20 Stunden an der Schule als Educateur Gradué an der Primärschule. Und das ist mega schön, mit den Kanadiern zu sehen und auch Sachen mit den Kanadiern zu machen. Das ist auch mein Bereich. Ne? Das ist nicht mehr mit an meine Leidenschaft like bei Musik. Das ist genau da, wo ich will sein. Das ist genau da, was ich will machen. Das ist genau das, was ich aufbauen will. Und ich sehe mich in Zukunft auf Großplätzen. Und ich weiß, das kostet viel Arbeit, viel Dedication, viel Stress. Das wird viel kosten. Aber ich muss alles dafür machen, weil das ist mein Traum. Geil. Das ist mein Traum. Und an meinem Kopf sind ich so, okay, you don't have a plan B. Like, this shit gotta work. Like, es muss funktionieren. Es muss funktionieren. Ab wenig siehst du, dass es funktioniert wird? Weil du warst ja auch schon eine Zeit unterwegs. So, ab welchem Punkt? Das ist der krass. Ich bin immer, wenn ich in den nächsten Niveau erreiche, bin ich einfach so, okay, next Ziel. Es ist einfach direkt immer dann, okay. Und das ist krass, das ist immer gut, einen Mentor zu haben. Und Johnny sagt mir immer, Khalid, du hast ein Ziel erreicht, es fängt an langweilig zu sein. Du musst irgendetwas finden, Substanz. Du musst Substanz sichern. Und einfach mein ganzes Equipe, meine Kollegen, meine Tänzer, die Musiker, die meine Live-Shows machen, alle Menschen, die Produzenten, mit denen ich arbeite, es fließt einfach. Und sie sind einfach immer so, es bringt mich immer zu dem nächsten Etapp. Einfach, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber automatisch komme ich einfach auf das Next, immer auf das Next. Und es ist mega dankbar. Ich fand zum Beispiel eher, dass ich auch im Radio gespielt zum Beispiel und Radio zum Beispiel immer genervt. Spielt meine Lieder, Eldo zum Beispiel, Shoutout zu Eldo, wir spielen sie all meine Songs, das ist cool, also Shoutout zu Eldo, an RTL auch, also mega, dass sie uns unterstützen als Musiker zu Lützburg. Ich fand das einfach wichtig, weil als Sachen mit Qualität, also wenn ich sage vom Child her, wenn ich sage vom Edson her, Edson ist für mich einfach Michael Jackson, like fucking Michael Jackson. He can dance and he can sing and you know like he's a star. Fertig, also give him what is worth. Like, ich verstehe das nicht, wie war Lützburg, du nicht, und ich so in Lützburg, aber ich fand an der Music Community können sie noch mehr, Regierung kann noch mehr Sachen ändern, noch mehr Sachen, noch mehr pushen. Weil. Mais wie konkret? Was fehlt? Ich fand der steht so weit. Ja. Ich fand mehr Budget, also mehr Budget für Eis. Auch zum Beispiel, ich will meinen Status auch ändern, ich will meinen Status ändern und ich will full in auf Musik gehen. Ich muss auf irgendetwas tun, was ich zurückfallen kann, finanziell. Mäßig. Und ich weiß dadurch, dass mir bewusst, and that's like the hard decision vom Artist zu sagen, hey, das ist mir egal, ich gehe all in. Und das ist einfach wichtig, die Kader dort zu haben, die Bonus zu haben für als Artisten. Obwohl mir nicht immer so wertgeschätzt gehen, aber keine Ahnung, wann das Xavier Böttl irgendeinen spricht oder bei irgendeiner Konferenz aus oder bei irgendeiner Demo aus, du brauchst sie immer Musik. Du brauchst sie immer Leute, die entertainen. Und das ist wichtig. Das ist auch wichtig, dass Qualität von Eis kennt. Und nicht an dem es mir Eis, ich weiß, Lützburg ist schon, nicht schon viel, ne? Also, mir fand, es können auch ein bisschen mehr. Also ein bisschen mehr pushen. Auch zum Beispiel Charts. Wie war tun man nicht in Charts, wo nicht mehr Lützburg Artisten da sind? Wie war tun man keine Award-Shows? Für, you know, to show gratitude, dass wir schätzen das, was ihr macht. Wir gesehen nicht. Und ja, an anderen Ländern, wenn ich Island gucke, an all die anderen Länder, sie 100. An Island, wohnen nicht so viele Leute. Also, das ist genauso wie, das ist so wie Lützburg am Anfang. Du wohnen keine 50 Millionen Leute. Du wohnen keine 20 Millionen.
Und ich fand das einfach, und sie haben groß Starren, die von da kommen. Und ich fand einfach bei uns, wir mussten genau mit derselben Mentalität sehen. Weil nicht mehr so, haben wir den Sektor Kultur, haben wir sie mehr attraktiv gemacht. Und dann, boom, kaboom, also einen neuen Sektor zu Lützeburg, was attraktiv ist, wo sie auch noch suchen können, weil es geht alles um Suchen. Also schlussendlich, also ich denke nicht so, ich denke für mich, für meine Musik, also meine Musik, das lebt an Message. Das ist für dich. An Performen. I want to perform. Ich will, dass Leute etwas fühlen, etwas mit heimholen, wenn ich fertig bin, sich gut fühlen. Das ist meine Message. Mir alles, was Hand und Druck kennt, ich muss auch evaluieren, ich muss natürlich. Mir ich fand einfach, schlussendlich kein Sektor, ein neuer Sektor, weil am Moment fand ich der Sektor so ein bisschen shaky. Es wird Jahre dauern, ich weiß das. Wir kriegen das hin. Also, Tisch 3 Sachen, also einkeier méi finanziell Hëlle und dann Asian Charts und Asian Award Show. Asian Award Shows, like. Nach in Apps? Was können sie noch machen? Ja, like, mehr an die Kultur investieren. Auch nicht, wisst ihr, oft von ich das Gefühl, waren, sie machen viel über Kultur, aber sie machen das dann, okay, wir machen das über Kanner, so, so Kanner-Programm, das ist Kultur, oder, nee. Wir schätzen von literally konkret Sachen wie, keine Ahnung, ich weiß zum Beispiel, dass an der USA, wo du das MTV Awards, du all diese Sachen, wie war du mal keine Serie, wie war du mal keine Serie, letzte Serie, okay, außer Kapitani, don't come from me, außer Kapitani, wie war du mal keine letzte Serie, wo mir so ein, wow, das ist so cool, das gucken wir all oben, ich weiß nicht, RTL oder so, das ist auch von meinem Traum, das ist einfach, ich weiß es schon noch, wie kleine Kanner, die meine Musik lauschen und so weiter, und ich will auch so ein Cartoon kreieren, so eine Geschichte kreieren, so genre von meiner Lebensgeschichte irgendwie. Und ich will das machen, und ich will das auch und RTL, und also das ist alles so, was mein Album kennt, also all die Ideen. Und warum darf ich das nicht mitteilen, mehr exklusiv? Ich will so Sachen kreieren, wo ich mir so ein, das ist Letzteburg, das ist für mich Leute, und sie haben etwas davon, ne? Und dann auch internationale Marché, da kann ich auch mitteilen. Was bedeutet, wenn du heim bist und du es dir nicht? Wenn du rausgehst, gehst du inner, also safe. Ich muss aber Letzteburg noch immer do, like, I salute still, like, I think, ich meine, das ist mega viel, was sie schon machen für uns. Und es sind einfach, generell, ich habe so viel von Letzteburg profitiert. Also man statt so in der, ich habe alles gemacht, ich habe Sport gemacht, ich habe so viel Erfahrung dadurch gesammelt, ich bin an die Schule gegangen, ich bereue keinen Moment, dass ich das gemacht habe, an Musik. Ich habe so viel, also Hilfe vom Staat, von an dem finanziellen Aspekt, und dafür sind ich auch da, wo ich sehe, und ich muss mehr, also gehe ich mehr in die Richtung, dass es echt geht, und muss ich mehr davon profitieren, weil am Anfang habe ich alles selber gemacht. Ich war independent, ich habe immer alles, meine Sachen selber gemacht. All die Sachen, die ein Manager möchte, und das war chaotisch. Ja, mega schwer. Ich habe alles selber gemacht. Ja. Merci. Cool, nice. So, noch viele froh, Mann. Ja, just beim MTV denken es, weil ich meine nicht, dass das Film am Start zu dienen mit, das misst dann einfach noch mehr aus unserer Kultur raus, weißt du? Genau. Und du hast dann zum Beispiel, für mich konsiderieren, wir probieren ja auch so ein bisschen Lützburger Kultur zu pushen. Aber du hast dann. Und der macht es mega gut. Dafür sollte ich nicht mehr, merci. Aber du hast dann ist froh, so für da wirklich so MTV-like, also auf kleiner Skala zu machen, als dann ist mega viel Erfolg für nicht viel Return. Und dann muss ich noch gucken, okay, wie kann sich dann erlauben, den Erfolg auch zu machen, auch finanziell den Investment. Genau. Das ist immer so, wie will das machen? Ja. Und wen aus Brett für die Überlegung, also die Schritte zu machen, wo Leute so, oh, das ist aber geil.
Wir brauchen just eine Person, die das einfach da sieht, okay, wir holen Wenn RTL sponsert, dann können genau, wir können wie wir was können sie, gründen. wie was, und ich freue mich, wie was können sie nicht sponsern? Ja. Ja. Ich so in das just, also sie verlieren ja nicht, das sowieso an Lützburg. Und sie sowieso die Kanal do. Und Sie viel Kanäle. wie viele Kanäle, also ich kriege viel Suche vom Lützeburger Stadt. Sie viel ich schon gemerkt, dass sie Kanner-Sendung haben. Ich war so, sie Kanner-Sendung, oh, cool. Weil schon nämlich hat mir sehen, dass Elite was für Wahlen gemacht haben. Okay. Und da ist auf Kanner-Sendung gelaufen. Und ich war ja in der Stadt und Kanner war, oh, das ist die von Kanner-Sendung. Okay. Oder zu Ettelbrück, oh, du warst im Fernsehen gestern. Ich war so, was schon, also ich habe das nicht verstanden. Und dann bin ich da gucken gegangen, tatsächlich, ich war im Fernsehen. Und das ist nicht so, mir cool, das ist mega cool. Ja. Aber wie was, wie weißt du von das? Das ist nicht, ja. Wie weißt du von das? Ne? Also, okay, mir macht das mehr attraktiv für uns, dass wir das auch, dass Ja. wir die Tools, du können nicht Ja, sein. da ist eben eine Challenge. So Sachen, weil ich meine, die Initiativen und denen fehlt nicht forcément, vielleicht auch, aber die großen Challenge ist, für es mehr attraktiv zu machen. Und ich meine, die Leute, auch fair enough, ich weiß vielleicht auch nicht, wie es geht, aber die Leute wissen nicht, wie ihnen das mehr attraktiv macht. Ja. Das ist die Challenge. Ja. Ich vielleicht müsste mehr die Leute, die zu entmitteln und die Initiativen haben, und dann durchsetzen mit den Leuten, die wissen, wie ihnen Kind mehr attraktiv machen. Mhm. Und dann. Ja, zusammen, ja. Ja. Mir ich hoffe, also das eben Ziele, die ich schon, ich hoffe, dass da irgendwann kennt. Mir das kennt. Also Restaurant Restaurant safe. Geil. Was noch? Restaurant, Restaurant, Comic. Comic, Bücher an eurem Fernsehen. Like, ich will an die Richtung Serie gehen, so Kanner-Serien oder Teenage-Serien. Also ich will das wirklich machen, Bücher schreiben. Ich fand, für Kanner ist das immens wichtig für mich. Ich bin durch die Phase, wo ich gegangen bin, also mir wichtig gewesen, dass ich kann die so ausgesehen wie ich nicht dasselbe müsst fühlen, weil ich schon durchgegangen und ich muss nicht oder muss nicht durchgehen. Und dann was will ich noch? Ja, also in Doku über mein Leben in Nigeria. Es steht, das ist so Witz, es steht noch alles da. Mein Kummer, das ist noch alles da. Also ja, und dafür mein Album, dafür bin ich mega froh, weil Wann kommt ein Album? das darf ich noch nicht so ein. Ungefähr? Das Jahr? Nee. Das Jahr kommt ein EP. Ah, Das okay. Jahr kommt ein Ich EP. verwechselt, okay. 2. August. Okay. Kommt ein EP. Und das ist Okay, mega das cool, das ist so viel. Wie viele Lieder circa? Fair. Das ist fair. Das ist ein Mini-EP. Schon das klein gehalten. Mir das ist cool. Also, da sind unterschiedliche Sounds, so Afro-Sounds, mir auch Dance, Elektro, mir auch Disco, Funk. Und ich bin mich auch ein bisschen an der Kirche abgewusst, an den Gospel-Sound, so auch infiltriert, ich say. Das geht cool. Also ich hoffe, das Publikum, also das Kanye West. Support. Nee. Ich meine, das ist einfach den. Ja, es ist einfach den okay. Ja. Ich meine, das ist so witzig. Wenn ich selber mit Songs lausche, das ist komplett unterschiedlich, wie bei der Schlu zum Beispiel Spotify lausche selber privat. Also ich lausche Pop-Sachen, ich lausche Oldschool, Aretha Franklin. Das ist mega anders, also das ist voll anders, was ich meine. Und dafür sind ich so, it's looking good, weil er tut noch kein so, das ist noch nicht so Mainstream, Ja. also die Sound. Und Das ich fand, cool. das ist so mein Avantage. Das genau, ich meine, das ist den Secret Weapon, eben das nicht zu machen, wo alle Menschen möchten. Und wenn ich gesehen, okay, dem ist Disco, okay, alle Menschen können einen Disco-Song machen, aber was möchte unique, wenn ich es mache. Und du könnt dann ein bisschen von meiner Kultur mit dran, mitfließen. Weil Musik ist so universal. All Chaos erfindest du immer neue Sachen. Und du wirst einfach so, oh mein Gott, wir haben aber so viele Akkorde, so viel so viel Text, ne? Aber du findest immer irgendwas Neues und das ist so cool. Und ja, also ich freue mich einfach für die Zukunft. Für mich. Ich bin mega hungrig. Aber ich muss sagen, ich hatte für einen Podcast mega krass am Schirm. Wir sind über fasziniert oder begeistert, also auch nicht nur von dir, aber auch von deinen Ideen, deinen Visionen, dem ganzen Konzept. Also
Mein bloß nicht ihr Fan. Nee, also, das genau wie du gesagt hast. Ich sehe, Wie du? ich sehe mega dick den Underdog noch einmal als Letzteburg. Mir das nicht schlimm. Ich fand, das genau gut. Ja. Das ist schon noch viel Arbeit. Ich habe noch viel Sachen zu machen. Aber ich muss einfach so viel Leid, also an der Läschlo, viel Leid, wie mir gesagt, wo ich über andere Personen guten, also sie haben über dich geschwärzt, also oh mein Gott. Und ich war so, wie, oh mein Gott, cool, dass Leute auch über mich schwätzen und so weiter. Wo ich einfach keine Ahnung habe, Ja. ob meine Musik gut rüberkommt oder nicht. Und ich meine, das Jahr auch am Konzert sind ich einfach viel mehr froh, weil du kennt Visibilität, du kennt es, du hast nicht mehr, ich will nicht Musik machen für Spotify oder nicht mehr auf Spotify laufen, das kann ein Mensch. Ja. Ich will Sachen kreieren auf der Bühne, ich will Momente kreieren auf der Bühne, ich will auch aus Lützburg raus, ich will die Welt gesehen, andere Kulturen gesehen, die anders sind, wie mein, auch Lehren, ich will einfach auch lehren an, auch lehren, also ich meine, das change an Musik, also alles, ich kann alles immer ran an Musik machen, also Leute sagen immer, mir okay, wie wusstest du das nicht? Wenn du den Text gehst lauschen und nicht nur auf den Beat, dann gehst du wissen, wie wenig sehen genau. Also das ist immer das, was ich den Leuten so, weil meistens lauschen Leute Lieder, mir sie lauschen den Beat, also sie lauschen den Text nicht, es sind einfach, oh, coole Beat, Ja. mir sie lauschen das nicht. Cool Beat. Und lo, mit meinem Album zum Beispiel, will ich voll an den Afro gehen. Ich will Afro mit Elektro kombinieren, ich will Afro mit Disco kombinieren. Sachen, die du nicht so findest. Und ich werde das Mainstream machen, ich weiß das. Das wird nur kommen. Das ist aber ziemlich populär, lo, so in Europa, ne? Ja, also Leute so- tun das gern. Leute tun Weil nicht es- gern. ja. Mir das Afro, das so Afro Alternativ, so wie Thames zum Beispiel oder Burna Boy. Burna Boy ist eigentlich auch so mehr R&B, mehr Hip-Hop. Ja. Mir das trotzdem Afro, du sind Afro-Influences dabei. Wizkid als mega Afro-Pop, so Afro-R&B, so an dem Dingens. Und das kein so sich wirklich traut, so Disco-Sound oder. Was hast du noch ein neue Lieder heute? Ja, gern. Also, Geil. ja, ich finde sie high. Ja. Ich hoffe, nicht gefällt dir. Also, Safe. das ist wirklich cool. Also, ich sehe noch, zum Beispiel, es gibt einen Song auf meinem EP, es ist Lonely. Ich meine, when you hear it here first, ich meine, das geht. Ich hoffe, und ich fühle auch, dass das ein Hit geht. I'm speaking it into existence. Aber das ist richtig cool. Das ist so Soul, aber mega kalt, also mega okay, mega. Das ist ganz anders mit Elektro, das ist mega Gespannt. das ist mega cool, das ist Disco-Effekt dran und das passt mir mega und ich bin einfach gespannt. Ja, So, ja. Also, das ist schon überall gegangen. ja. Oh shit. Maja, dann kommen wir zu Mal gell, froh. der Gülle froh. Keine Zeit für noch Spieler zu spielen. Nee, das ist egal. Ups. Das Teil war gut, das war wirklich mega interessant. Also, du hast ein Gülle froh für das Audience. Okay, First of all, können selbst gewonnen. ja. Willst du das echt froh sein? Froh wie war das mein allererster Solo-Single gewesen. Aber was können sie gewonnen? Und ihr könnt heute Dashiki gewonnen. Extra von Nigeria. Und auch, an den anderen als. Schein froh. Ja. Geht ihr dich oft so mit Cultural Appropriation? Oder doch? Ja. Darfst du mir das tun, du? Ja, natürlich. Ja? Also ich fand, mein bester Kollege als Italiener und hin und hat ein Outfit. Also mir und alle zwei dieselbe, so identisch, ist schon ein und ein. Das ist von mir hatte Geburtstag und ich hatte gedacht, weil bei all Kultur, wenn wir Party machen, wir tun es immer selber tun. Das heißt, wir kaufen uns zum Beispiel einen Gelstoff, und wir tun es all Gel un. Das ist so cool, so wie Minions. Zum Beispiel, das ist so cool. Nee, das ist wirklich. Zum Beispiel meine Schwester wir hatten Tuchkurs, wir waren alle Tuchkurs, Ugedo, selber Stoff, mega geil. Nee, also das ist mega, das ist einfach so zu weisen, like, we are one and wir sind all gern, ne? Das ist einfach, das ist Kultur und ich fand das einfach mega schön. Nee, ich fand nicht. Von mir der Dodo während dem Podcast so geduld, wer Leute geschrieben hat. Ja, von mir ohne Kontext. Wirklich? Schmenge, ja. Auch Schmenge noch.
Ich fand, Ich kenne immer auf TikTok so 10 ich denke, du von der Art, wie du es musst. Wenn du es genre, von davon zu profitieren, genre, okay, ich so lo, ich so lo, weiß Jungen, die Tretze machen, an die so, die voll auf den Gangster machen. Es ist einfach immer so, okay. Und also, nee, nicht allweis, Junge. Ich fand das dick schön, ich fand das dick cute, wenn sie das meinen. Nee, ich fand das eins so bei verschiedenen. Ja, du merkst es einfach so. Du gehst niemals, ist nicht mehr so mehr. Aus denen hat irgendwas anderes gemischt. Safe. Du wirst nicht mehr weiß, was du irgendwas anderes. Keine Ahnung, aus deiner Mom so halb schwarz oder so. Kann gut sein, ne? Das weiß ich nicht. Aber meistens ist das nicht der Fall. Und es ist immer so voll so, und es ist einfach so, oh mein Gott. Ja, mit du merken ich, okay, like, yeah, it's just like we are riding the wave just to like use the style because it's fun. Und zum Beispiel die Schwarzen, wenn hin das möchte, jeder gesagt auch nicht das, obwohl das genau dieselbe Stil ist, aber jeder ist, oh mein Gott, das sind die Schwarzen. Also sie tun sich immer so und Gangster. Also Leute gesehen sich so als, okay, wenn du so den Box, wenn du Baggy, guck, jeder Baggy Jeans ist so in, das ist so cool, like the swag and sagging and everything, so das ist so cool. Aber, keine Ahnung, wenn also wo ich zu Ettelbrück war, wenn sich so du warst schwarz, du hast du ein gewisses Bild. Also du hast schon ein gewisses Stigma, du mal da attachiert. Das war filmt safe, das bestimmt in den Bild verkauft und das safe mit den Melodie, alle gut in das an. It's so in, like it's trend. Du Anfang Win-Win, weil auf der einen Seite ist dann eben die Eigenkultur oder die Weiß, was auch immer, die feiern den Stil und kopieren ihn dann, sie sind zufrieden. Und auf der anderen Seite profitiert die andere Seite davon, dass es mehr Mainstream wird Ja, dass und es dass mehr es da Mainstream kein geht. Stigma mehr hört, weil Ja. die Vereine die Wave freut. Genau, ja, los it, nee, los it cool an, zum Beispiel, wenn ich Kollege, also zum Beispiel mein bester Kollege, muss ich doch 13, also, ist einfach so, gesagt gut aus, also, ich weiß, dass er nicht, like, is not doing it to be gangster, ich möchte das, weil es schön ist, also, Ja. weil er schön dummer da aus, Ja, und ich weil er mein, sich ja. schön fühlt, und ich meine, wenn du dich gut fühlst, ich finde, du kannst alles machen, also, wenn du, if you're not making Ja, das ist a immer viel mockery was, out das of muss- it, genau, wenn ja. du das nicht, Ja. oh, Celine auf, oder, wisst ihr so, nee, das ist wahr, oder, also, der gibt Lachen an der Musikszene, wie Ja? viele Sachen ich gut, ich erzähle nicht, also, Okay, when we cut it, okay. es sind viele Geschichten, Ja. und du wo ich mir so ein, nee, nun die krass, das kann ich nicht sehen, Das ist also, krass, das ist krass, ich einfach so, nee, keine Ahnung, du Das wirst ist nie geil. was an Dann Leid hat er ihre das Kopf. gelacht. Nee, ich schwöre da, Voll das, absurd. ich fand das auch absurd und ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, weil nun im Lycée, weil ich so gut Kollegen hatte, die mich so protegiert tun und sie haben mich einfach quasi ich war so, meine Mama kann noch ruf. Und ist sie rausgegangen und ich konnte einfach die ganze Zeit noch Schniss, die ganze Zeit, also von left, right, like it was, es war einfach überall und ich war so, ach nee, Leute werden sich nie ändern. Und ich fand, das sind so banale Sachen, wo ich mir so, also viel, meine beste Freundin, Celine, hat tut mir eigentlich schwer, der tut, den ich schon ihm so kaufe. Weißt du so, und ich so in ihm, du es un. Also, wenn du rausgehst, alle sagen immer so, oh nee, ist aber weiß, und ich traue mich nicht. Ich war so, du wirst mega schön, wenn du in ein Outfit zusammen bist und du diese da sehr und mega. Du es un, fühl dich schön, du musst keinen Witz machen. Ja. Du respektierst. Ja, kannst du Respekt Genau, ja, du respektierst es. Und ich fand das schön. Ich fand unbedingt sollen das Leute. Guck, der will ja auch erst, also nigerianische Sachen probieren. Das ist ja mega. Also das ist ja. Ja, das war das dasselbe schon. Das ist dasselbe. Also ich fand das mega und das weiß auch, wie open der sieht. Also so, oh, ich will das aber ein Jahr probieren, ich will das gucken, wie das aussieht. Wisst ihr, wenn das ein aus den nicht open ist, oh nee, lieber nicht, ich bleibe das, was ich kann. Das ich auch verstehen. Aber
du hast einen gewissen Respekt schon du, oh, ich will das probieren und wow, das Ja. kann cool sein. Ja. So, ich meine, es war nie so schwer. Das ist geil. Das waren wirklich interessante Sachen dabei. So mal Nee. einfach die frohe Skippe vom letzten Gage und den nächsten Gage. Das ist nicht so wichtig, oder? Da kriegt er nicht mit. Okay. Froh vom Essen war, welche Superpower hast du, gell? Oh, Superpower. Ganz Welt zu heilen. Deep. Ja, Schön. ganz Welt zu heilen. Ich finde, dass vieles am Moment, was Nicht schief, gut ist. was nicht gut ist. Ja, indeed. Ja. Okay, was denkst du für die nächste? Ähm. Was war das frische Mai? Wie aus? Nee, Moment, ich muss überlegen. So ist es. Ja, ich meine, ich hatte viel so erzählt. Du hast gesagt, was ist deine Meinung zu der Lützeburger Politik? Ja, Oder? das ist die Meinung zu der Lützeburger Politik. Ja. Hm. Das ist. Spezifisch aber absolut nicht. Wie ist Stimmung für der Lützeburger Okay. Politik? Mhm. Ja. Mhm. Ja, Passiert. das stimmt aber schon. Ja. Das Ja, nice. geht mich gerne. Also ich will einfach von dem Next. nächsten Ja. einfach hören. Passiert. Ma, da soll mir dir vielmals merci. Merci Das war auch. wirklich mega interessant. Merci auch. Ich hoffe, dir ist dabei noch gefallen. Bis nächstes Mal. Ciao.